Also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, das erste Mal sind wir da hinten auf dem Feldweg entlang gefahren, festhalten. Und da sind ziemlich viele Schlaglöcher und da war dieser Fendt hier relativ neu. Und der Karl hat mich da draufgesetzt und meinte halt so, jetzt fährst du mal. Und ja, ich habe mich da halt ziemlich blauäugig draufgesetzt. Habe halt dann ordentlich aufs Gaspedal gedrückt und dann hat es uns da hinten so rumgeschaukelt. In Oberfranken ist ein junger Biolandwirt für 150 Hektar Ackerfläche verantwortlich. Ich bin der Karl Sauerbrei, bin 28 Jahre alt und bin Betriebsleiter von dem Hof hier. Seit 1992 bewirtschaften wir den Betrieb biologisch nach Biolandrichtlinien und wir sind ein vorrangig Ackerbaubetrieb. Ich wohne hier mit meiner Freundin, die nicht in der Landwirtschaft arbeitet, sondern anderweitig berufstätig ist. Was aber nicht heißt, dass Hanna nicht in jeder freien Minute auf dem Hof mithelfen würde. Früher war die Landwirtschaft für sie absolutes Neuland. Also ich komme aus einer kleinen Stadt, 10 Kilometer weg hier. Ja, meine Mutter, die hat einen großen Garten, da haben wir schon mal recht viel gemacht, aber direkt Landwirtschaft oder so gar nichts damit. Wir hatten schon mal Gemüse und alles, aber... Das hat sich inzwischen geändert. Ich habe Bienen hier am Hof. Da habe ich vor 2 Jahren angefangen. Da wurde es leider nichts, aber dieses Jahr habe ich dann noch mal eine Runde losgelegt. Jetzt habe ich mittlerweile 5 Völker. Wird eine Menge Honig rausspringen und dann da muss ich mich auch noch um die Vermarktung kümmern oder um Etikett, lauter so Sachen. Und helfe halt eigentlich, wenn es geht und wenn ich darf, am Hof mit, weil die... Ja, du machst eigentlich alles, du fährst Traktor. Ja, aber die Plätze am Traktor sind ja... Wir haben zu wenig Traktoren. Immer begrenzt. Oder zu viele Fahrer oder Fahrerinnen. Doch der 28-jährige Landwirt kann sich nicht nur auf Hanna verlassen. Auch sein 19-jähriger Cousin gehört fest zum Team. Das ist der Martin, mein Cousin, fleißiger Helfer hier am Hof und auch zukünftiger Landwirt. Also schon als kleines Kind, auch bei Karl seinem Vater, war ich immer dann ab und zu mal dabei. Und ich habe auch schon, weiß nicht, als ich 6 war, immer gesagt, dass ich irgendwann mal Landwirt werden will. Und das hat sich dann eigentlich alles so entwickelt. Da haben wir alle gesagt, ja, warte mal ab, warte mal ab. Und ja, dann mit 16 habe ich meinen Traktorführerschein gemacht und ab da ging es dann richtig los eigentlich, würde ich so sagen. Also seitdem bin ich immer am Feld unterwegs und so. Gemeinsam mit Martin geht es heute zuerst auf die Kartoffelfelder. Ein Schädling hat sich ausgebreitet und bedroht die Ernte. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Käfer hier sind, um zu gucken, ob wir noch was machen müssen gegen die Käfer oder nicht. Aber das sieht schon nach sehr vielen Kartoffelkäfern aus. Wie viel dürfen da an einem Blatt sein? Das ist Naja, oder an einer Pflanze? da am besten so wenig wie möglich. Und das sind ja eindeutig zu viele. Ja, Und vor allem sieht man ja schon die ganzen Fraßschäden jetzt hier. fressen die ganzen Blätter zusammen. Die sind schon ganz schön proper. Mal gucken, ob die noch... Ja, hier ist ja die ganze Staudel befallen. Ja. Oh Mann. Bereits 1991 stellte Karls Vater Wolfgang Sauerbrei auf ökologischen Ackerbau um. Damals waren Biobauern hier noch Exoten. Ein Pionier und Visionär, bis er an Krebs erkrankte. Mein Vater ist ja 2017 verstorben. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch studiert und habe auf dem Hof mitgeholfen, aber ganz klar das Kommando hat er gehabt. Ja, und dadurch, dass mein Vater natürlich, sage ich mal, ein erfolgreicher Landwirt vorher war natürlich die Erwartungshaltung auch an mich oder auch so von der Umgebung her, war auch da, dass es wurde an mir gemessen, ob jetzt der Hof ob das weiter funktioniert. Oder er am väterlichen Vermächtnis scheitert. Von früh bis Abend, unter der Woche, was da alles ansteht, was sein Vater immer gemacht hat, das musste der nie so managen, sage ich mal. Oder konnte sich halt auch immer auf den Wolfgang verlassen. Und dann ging es halt ziemlich schnell, dass er das dann alles selber regeln musste. In Oberfranken hat auf dem Hof von Karl Sauerbrei die Erntezeit begonnen. Die stressigste Zeit des Jahres. Freundin Hanna hat sich dafür extra freigenommen. Ihre Aufgabe heute? Das Getreide vom Mähdrescher aufnehmen und auf den Hof transportieren. Mittlerweile kennt sich die 25-Jährige bestens mit den tonnenschweren Traktoren aus. Das oft feuchte Wetter hat es den Landwirten in diesem Jahr schwer gemacht, den richtigen Erntezeitpunkt zu bestimmen. Diese Entscheidungen und ihre Folgen
lasten allein auf Karls Schultern. Doch die Arbeit ist nicht allein zu schaffen. Deshalb übernimmt Hanna das Einbringen des Korns. Geht schon noch was drauf? Am Hof wartet Karl bereits auf die Fuhre. Er ist während der Ernte für die Lagerung des Korns zuständig. Ja? Ja, kannst weiterfahren. Schon Karls Vater hatte am Hof eine Anlage installiert, mit der feuchtes Korn getrocknet werden kann. Die gesamte Technik stammt noch von ihm und erleichtert Karl nun die Arbeit. Ja, hier wird das Getreide gereinigt. Das Getreide fließt von oben in die Siebreinigung. Und alle leichten Bestandteile werden abgesaugt. Also alles Staub und feiner Abrieb. Und das Getreide fällt dann durch verschiedene Siebe. Und da werden dann größere Bestandteile als das Getreide getrennt von dem Getreide und kleinere Bestandteile. Und die fließen dann in extra dafür vorgesehene Silos. So kann Karl das Korn lagern und den besten Preis dafür erzielen. Das ist unsere Waage, die wiegt alle 100 Kilo. Zuerst fließen ungefähr 90 Kilo schnell in diesen Behälter. Und jetzt schaltet es um auf die Feinwiegung. Jetzt werden die letzten Kilo genau eingewogen. Und sobald 100 Kilo erreicht sind, kippt die Waage und füllt wieder den nächsten Trichter. Und hier wird immer eine Durchschnittsprobe gezogen. Und jetzt können wir genau bestimmen, wie feucht das Getreide ist. So. (18,9). Das heißt, wir müssen jetzt die Ware ungefähr 2 Stunden lang trocknen bei 60 Grad. Und dann ist sie trocken und wir können sie ins Silo einlagern. Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters 2017 ruhten viele Augen auf den damals 20-Jährigen. Schafft er es, in die großen Fußstapfen zu treten? Anfangs wollte Karl es allen allein beweisen, doch dann erkannte er, wie wichtig Vertrauen ist. Ich durfte ein Jahr lang nicht Traktor fahren, wegen einer Hirnoperation. Ich war dann eigentlich hier auf dem Bauernhof nur noch mit dem Fahrrad oder als Mitfahrer irgendwie hier rauszubringen.